Ekran! Tranen jämlich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt als Eduard Giesbrecht. Welkom, lieve vrienden. Welkom tot het programma Ekran. Welkom dat je van jou hier al erbij bent. En van jou heb ik maar een nieuwtje zeggen. Van jou is Rosie Aap uit Brazilië. Hier bij ons in Bolivie. En mij vreet dat je hier bent. Die man is al in dit programma geweest. Stelt zich terug. En dat ging zo schijn, maar dan weer hij die in Brazilië en dat we dat toen met hem opnemen. En dit mal best du bij ons hier gekomen en dat is van de vroege kampementen of van de vroege freizeit. En du hast wel zo'n thema brengen, maar kannst du nu eenmaal ganz kort zeggen, wer du bist, von wo du kommst, dat wir dich kennen? Ja, ik zie Rosie Aap uit Brazilië, wat je dort al ziet. En vrij me zeer hier bij ons te zijn. Ik kom uit de kolonie Witmersum, zie op een Grootstad opgewassen. Mijn einzige droom im leven was Krankenschwester zijn. En ik had nie gedacht dat ik eines Tages vroeg wordt zijn. En dat nog Manfred Absiede vroeg. En wat schijnt het leven we hebben? We hebben 5 kinderen, we hebben nu al 5 Schwierkinderen en 8 Grootkinderen. En het 9e, dat komt nu al in diesem jaar aan. Also wir sind sehr reich beschenkt und wir danken den lieben Gott dafür. Und nun sind wir hier zum Campamento und wollen mit uns schöne Gemeinschaft haben. Danke, Eduard, dass du uns eingeladen hast. Ja, ich dachte, wir viel zu schade, wenn du hier von so weit aufkommst und für ein frühes Campamento kommst und so eine schöne Botschaft durch die Holidays hat, so eine schöne Rede. Und dass wir das selbe Thema nicht hier auch können, über das Radioprogramm, aber für die wird uns in YouTube sein, dat ook niet kunnen uniten. En dat thema voor het campamento, zomaar ganz im Ganzen, heet mijn speel en ik. Eduard, wat was du denken, wanneer du zo'n thema hier bist? Nou, dat eerste denk ik dat het voor vroeg is. Dat is voor vroeg. Dat mijn man ook. Aber en hij dacht, we worden geen stof dafür vinden. We worden geen materiaal dafür vinden. Maar een tweede gedanke is mij, dat is ook voor mannen. Aber ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Männer kijken ook im Spielen an. Vielleicht nicht ganz so viel, aber sehr viel. Und die haben auch vielleicht andere Sorten Spiels als die früher. Und das war wir danach hier. So, von wann wir mal anfangen, wir waren 3 Programme von dem Werk, aber wann wir mal anfangen, von was handelt sich ein Teil von dem Programm? Der erste Vortrag oder der erste Teil von diesem ist, was bedient mir das Spiel? Was ist mein Spiel? En wat zei ik wanneer ik in diesem Spiel nenne? Im ersten Moment, wenn ich nenne, zei ich mein Charpa. Ich zei einfach dort, wo das Spiel mi Vater spielt. Und da möchte ich ein bisschen über unseren Charpa reden, wie wichtig das für Gott ist, uns Charpa. Einmal, weil es hier geschaffen hat. Ja. Gott selbst, wie interessiert, dass wir in diesem Leben hier auf dieser Erde ein Charpa hadden in dem hij zoveel in stappen kon. En dat mocht ik hier uit wat du ons lezen deed, met hoeveel lijf God ons geschaffen hat, gemerkt hat. Ja, dat zegt in 1. Mose 1, Vers 26, du sagst dat. En dan zegt Gott, weil wir Menschen merken, die so als wir sind, in uns liegen, lot an Macht haben über die Fisch im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh in de wilde Tiere en über alles wat het kriegt. Hast du mal so wat gedacht? Wat hat Gott sich dabei gedacht? Gott will een mens maken die zo liggend als echt zie. Ja, als hij is, meine ich. Als Gott ist. Ist das nicht wunderbar? Wie sind das Ebenbild Gottes hier auf dieser Erde? Und er hat uns geschafft. Er hat nicht bloß morgen geschafft, er hat die Früh geschafft und mit so viel Leib. Er hat die Früh mit so viel Eigentümer. Die sind so anders als wir. Anders als wir, aber taub, morgen und früh sind das Bild Gottes hier auf dieser Erde. Und da gibt es eine Geschichte, die sagt,
Also, Gott hat alles geschafft. Am ersten Tag mag er dort, in dem zweiten Jahr, und am dritten Jahr. Und die Ede wird jeder Tag schmecken. Als die Tiere ab dieser Ede wären, als die Fisch im Meer schwammten, dann wird die Ede als so schmeckt, da braucht scheinbar gar nicht mehr. Aber Gott meint doch, er braucht jemand, mit dem er hier Gemeinschaft führen kann. Und als er am 7. Tag ist mal den Mann schafft, ja, dann meint er, es ist gar nicht so gut, dass der Mann allein ist, dann schafft er die Frau. Ja, was am 7. Tag seht, nur als Ruhetag, dann habt ihr den bloß eingereicht, weil es nur später etwas zu schaffen habt, das seht. So schön, was Gott einen Plan hat und was er das alles ausgearbeitet hat, wird die Geschichte mit uns anfangen. Und ich glaube, das soll wir von der ersten Tag noch ganz an unseren Herzen holen, und dass wir wieder tun, das Leben dann. Wo geht das dann wieder, diese ganze Geschichte? Ja, dat wieder jetzt, mocht het später, dat du op Psalm 139 von 13 bis 16 lesen musst, wo es wirklich so beschrieben wird, wo Gott an sich schafft hat. Das ist ein von meinen Lieblingspsalmen. Du siehst mir hier, dass auch. Ein von denen auch. So schön. Ich lese mal. Willst du hast mir ganz und gut ein Mutterlieb gefallen. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemerkt habe. Deine Worte sind wunderbar. Das weit meine Seele sehr gut. Meine Gestalt wird für die nicht verstärken. Und als ich im Geheimen gemerkt werde, wo mir kein Uhr sein können. Die Uhr sagen mir, ehe ich geboren wird. Meine Dau, die noch kommen sollen, werden alle in den Buch geschrieben, ehe die durch werden. Hast du immer vorgestellt, Edward, dass uns großer, lieber Gott uns Eier gesehen hat, uns Eier gechannt hat aus unserer Mutter, Ja. aus unserem Vater. Und ich dachte, Und nicht bloß dort, Edward, er selbst hat uns gefahren. und ich dachte diesen Weg noch nur, ich weiß, wie viel Haar ich von dir haben Ja. und wie viel Haar ich Maria haben. Und das hat er alles al abgeschrieben, sagt das hier. Ja. Wo uns Leben verandert wird. Wie wunderbar. Und das Wunderbare ist, dass all unsere Tage in seinem Buch geschrieben werden. Er wusste beter als irgendwer andere den Zeitpunkt, wo wir geboren werden sollen und auch dann, wenn er uns wieder heimraubt. Aber in dieser Zeit, in dieser Spann von Geburt bis dem Todes, bedeutet, dass ich hier auf dieser Erde in diesem Jahr passiert. Und dass ich Gottes Leib auch damit ausstrahlen soll. Und Gott leift uns Frues. Gott leift uns so, als wir sind. Wunderbar geschaffen. Aber dann kannst du dich vielleicht fragen, naja, warum ist dann aber so ein Durcheinander auf dieser Erde? Warum gibt es so viel unzufriedene Frues? Warum sind so viele Frues traurig? Dann muss ich dir einfach sagen, ja, Gott schafft uns ein Paradies und er will uns ein schönes Leben geben. Dann kommt aber der Sündefall. Dann aber geht es Bett schief. Und weißt du was, da wir auch weiter ziemlich die Früh schuld daran. Als das dann kommt, dann wird erstmal ganz ein Durcheinander auf dieser Welt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass war keine Früh sich Geschmack gefunden auf dem Spiel. Das hat sich alle gesehen mit einem Gesicht voll Sinn. Ja, aber dann hat der liebe Gott einen wunderbaren Plan. Und er schickt uns seinen Sinn. Ja, er schickt uns seinen Sinn. Und das Sinn, der war die Brücke zwischen mir und Gott. Zwischen Gott und mir. Und darum ist das erste Spiel, über das wir reden möchten, Gott selbst. Er ist das Spiel, sein Wort, was er uns gegeben hat. Das ist das Spiel, wo wir zuerst nennen sollen. Dann haben wir uns auf einmal seine, wie er uns seine det. Krieg durch diese Bibelstelle, was du sagst, Ja. so haben wir uns auf einmal als eine andere Ja. Person sein. Wunderbar. Und das ist wunderbar. Bloß, dann sind wir ein bisschen neugierig, ganz besonders wie früher. Und dann ist das uns nicht genug. Und dann gehen wir zum Spiel ans Mitmenschen, ans Freund, die Menschen, die uns nah sind, mein Mann, meine Eltern, was immer auch. Und dann höre ich viel zu viel, was die über uns sagen, oder was die zu uns sagen, und was die über mich meinen. Viel wichtiger ist, was Gott über mich meint, als das, was mein Nächster meint. Und dann gibt es aber noch ein Spiel, Edward. Wunderbar. Und das ist ich selbst. Wenn ich selbst für ein Spiel stehe, und weißt du, manchmal stehen wir lang für ein Spiel stehen. Und dann sitzen wir uns und meine, ja,
Hier soll het anders zijn en Jo, daar jo. du soll het hechen en du Jo. dikke en du derne. Ja, wirklich. Und dann gibt es so viel unzufriedene Frues. Uns Schalper, was Gott uns gegeben hat, dort es wird in der Bibel genannt als der Tempel des Heiligen Geistes. Wie sind das Haus vom Heiligen Geist? Und stell dir vor, wenn er dort mit uns oder dort vergleicht mit uns, dann hat das Haus erstmal das Äußere. Ja, wo sieht ein Haus von Bute aus? Und dort sehen wir uns das verschiedenste Utmule. Eins mehr graute Hiese, andere schlandere Hiese, eins mehr bunte Hiese, andere mehr witte Hiese, eins mehr ein schwarzer Tagboven, die andere machen rote Tagboven und so weiter. Und so ist es auch mit uns. Gott hat uns früher in diese Welt gesagt, damit wir ein Strauß sind, ein wunderbarer Strauß. Und wenn wir uns leiden wollen, Leute, von diesem großen Gott, was uns Vater ist, was uns wiederhelfen will, dann schieben wir damit rechnen, dass er uns wirklich Schmacke Frues macht. Nicht Schmacke, da hochnäsig zu sein, nicht Schmacke, dass wir uns die Ehe geben, aber Schmack in seine Augen, und so ist er uns gebrochen will. Wir wollen noch viel darüber wieder reden, wie es von reden wir bloß über das Charpa. Und weißt du noch was? Der hat bloß weet, bet wie eines Tages im Deutsch leben worden. Dann drucht die nichts mehr für diese Welt. Ja. Aber da hilft es noch mehr. Wenn wir in diesem Charpanenche in diesem Tempel des Heiligen Geistes, da waren wir überrascht, dass mein Edge nicht das ist, sondern viel dieper. Viel dieper staat. Wat u zegt, Rosie, dat veel die vroegers ganz ontevreden zijn over wat ze van buiten uitlaten. Maar ik vind dat we mannen gaan ook veel door met te kampen. Ik geloof veel kampen wie zeer abstelles, waar we met ons buitenste omgaan moeten. En ik geloof dit wat we hier van jou reden, je krijgt ze aan ons als een jund. So, ich zie die dankbaar wat du mich alles geleerd hast von ons buitenste Spiel. Wir können uns wahrscheinlich auch noch sehr lang darüber vertellen, nicht, Edward? Mooi, ik had niemals gedacht dat de Bibel wirklich so viel. En ich zei, du hast die so viel reingemaakt en we hadden nog maar een klein beetje gelezen. En dan is onze Titel war het sei alle. Ja, aber Gott macht jedem von uns, jedem von Jund, der das Programm hören oder seine, wirklich den Sieg darüber geben, wirklich den Frieden dort schenken, ganz früh zu sein und ganz früh nach dem, was Gott für uns gedacht und geträumt hat. Wow, dat is een schijnend woord voor de vrouwen en voor ons mannen ook. En wo das ganze Prozess, wo Gott uns gemerkt hat, Rosi, wo ist es, wenn wir hier mit einfach nur zum Schluss kommen, oder hast du noch ein Schlusswort an die Frühen? Und das Programm, das wir dann nächstes Mal einfach wieder merken. Ich möchte die liebe Schwester sagen, sie Frau, sie dankbar. Wie es in Sprüche sagt, ein Frau hat Hort, mag das Gesicht schmecken, mag von uns wirklich schmecken Frues. Und da wollen wir nicht allein durchgehen, da wollen wir dort uns großer Gott uns helpt, mit uns geht und durch uns großes daunen kann, solange er uns das Leben schenkt. Wow. Dat has zoveel hebben we hier en wie mooi hier is nog veel meer te hier en wat we van die hier willen. Dan wensen we dat nächste Mal wieder gaan. Bis het nächste Mal. Gottes Segen. Dit Programm wordt in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.